Willkommen bei Dreckstart, der Lützeburger Gaming Show auf YouTube. Wir sind dankbar, dass ihr es angeschaut habt. Und wie immer mit dabei sind es auch den Mike Orlowski und den Hinkel. Salut. Voilà. Und der PJ. Wir sind uns stellen auf jetzt stellen. Ja, humble. Ja, wir sind jetzt da. Ja. War eine interessante Woche. Oh ja. Allerdings. Star Wars ist so geil. Oh ja, das Beta. Vielleicht erkannt, dass ich heute am Star Wars Film sehe. Du bist immer am Star Wars Film. Every day. 24/7. Aber ja, das ist schon mal interessant für die Freunde. Weil du hast so Südfrieden verpasst wird. Das nach der könnte noch schnell gucken gehen. Ja, vielleicht ist es ja auch bis wie lang. Sie hat relativ spät den 8. angefangen. Weißt du, ja. Dann halt so wenn sie sind gnädig oder so, nein, das ist noch in da, wie lange denke ich. Ja, bei einem Tag oder egal wie nach Zeit. Bis Mai, das lebt so nach. Ja. Und dann selber schon. Dann hast du auch just nach dem Mond. Ja. Bis es dann rauskommt. Ne? Das stimmt. Ja. So, ein Video war drauf. Maja, wir hatten ein Video drauf gesagt, wo ich zusammen mit dem PJ und nach einem Kollegen schon mal zusammen natürlich dann Battlefront gespielt. Yes. Und das wollte man natürlich dann noch nicht viel enthalten. Ja. Und war witzig, war cool. Ich hatte keine Ahnung vom Spiel dafür. Man stellt den ziemlich oft so, Frack, Star Wars. Wow, die Sounds! Ja. Oh, der Darth Vader könnte gelaufen. Ich lese die Sounds aus! Leichter! Ja, ich bin Tony Hawks Pro Skater 5 gefrustet. Ja. Gefrustet. Guck das Video, wann das Spiel will spielen, weil ich schenke nicht. Ich will nicht. Ich schenke, ja, ich hatte das. Ja. Ich habe das Game Catching erfunden. Habe ich spontan erfunden. Ja? Schreib mir eine E-Mail, schick das Spiel den Kollegen weiter, weil du wirst nicht lang spielen. Und dann gibt dein Kollege, der wird nicht lang spielen, gibt den Kollegen weiter. Guck ein Video, wäre cool. Ich verstehe aber auch verkehrt schmeißen. Vielleicht sind auch Leute, die so, das ist doch mega geil. So arkadisch und das so geil gerade ist. So gut gesagt. Ja, so gut. Was noch? Du hast noch. Hast du noch? Du bist ja fertig. Das ist schwer so, wie die dann genau fertig sind. Andi, was geht denn dann? Ich war Hero 7. Ja, absolut. Das Spiel ist letztes Mal rausgekommen. Ja. Und ich kann schon verraten, dass grundsätzlich also nicht schlecht für kleine Probleme, die typisch sind für Heroes Franchise, für allem online halt. Das ja, die Probleme haben Bugs und nicht laufen und nicht durchgehen. Ja, die Klassiker bei also wie man das haut schon bei den neuen Spielern aber ein bisschen wie. Ja, aber heinz so, sag mal so, ich bin mir bewusst, dass verschiedene so Spieler, dass es heinz so auch schwierig ist, weißt du, von der OB cool Millionen Leute kaufen und online würde spielen, dass du Schwierigkeiten entstehen können. Aber Heroes hat das noch immer. Und Heroes, du frisst du, scheinst du, weißt du, denken sie da nicht beim nächsten, wo sie machen, ja, die Online-Szene, die nie geht, das ist scheiße. Können wir das nicht mal verbessern? Das könnte am Budget so nur. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich, mit Bas UK so große Budget wie verschiedene andere AAA-Sachen. Das Kind dann aber ja. Mir war das Heroes, das ist aber gut. Voilà, ja. Das war das Buch bei diesem Channel. Yes, genau. Weiter. Ja, haben wir schon alles erwähnt. Mein Beta schon erwähnt. Ja. Dann Englisch kommen wir direkt zu den News. Seit Anfang von der Woche war auf YouTube ein Live-Video von Ubisoft gehostet. Und zwar heute in dem Video einfach eine Höhlemauer gesehen mit Höhlemalereien drauf. Und das Video hat immer mehr rausgesucht, aber ganz sie war stundenlang. No, konnte ich immer ein bisschen mehr da gesehen. Und am Hintergrund hört ich eine Feier hören und Effekte auch davon gesehen. Und Spekulationen sind dann natürlich direkt losgegangen, was das da keinen Sinn. Das Video war betitelt Coming Soon. Und viele Leute haben direkt in die richtige Richtung spekuliert, und zwar Far Cry. Ein neues Far Cry. Und die 2D-Struppe hat sich dann herausgestellt durch ein Leak auf der türkischen IGN-Seite. IGN ist ein bisschen bekannt für die Leaks. Als dann rauskommt, ja, das Far Cry Primal, was angekündigt wurde. Far Cry Primal ist ein Spiel,
was an der Steinzeit spielt, was ein bisschen ungewinnt ist für Far Cry, weil das heißt, du hast keine Schusswaffen, keine Autos und so weiter. Was die nach Personen ist, dass Developer aber gesagt haben, dass es nicht wirklich so wie den Blood Dragon zum Beispiel ein Add-on gibt, mehr es gibt schon ein vollständiges Singleplayer-Spiel. Aber eben nicht die 5, weil sie wahrscheinlich eben nur ein bisschen wollen experimentieren. Und der Release dafür soll da schon den 23. Februar 2016 sein. Ja, Trailer haben schon geguckt, Ja. schon cool ausgesehen. Also ich bin Fan von der Far Cry Serie, von daher. Ich bin froh, dass du mal auf Sand machst. Ja, fand ich Ja, auch. und das ist so wie ich verstanden auch just Singleplayer. Ja, das ist Singleplayer, ja. Also, boah, das ist Lomo bekannt. Wer weiß, ob man hier da noch drin Ja, aber vom Trailer her gesagt interessant ist, dass Ja. du was an der Steinzeit, du hast den Stamm, also du bist für deinen Stamm, dann ist noch die anderen Stamm. Und Ja, du bist ein, den so ein bisschen verloren hast und du schlägst dich dann einen Stamm und so und sie verschiedene Stämme, du gegen die du auch Krieg feierst oder so, Schlacht feierst. unbekannte Gründe. Riesenmammuten, Säbelzahntiger. Ja. Und du, die Waffen sind halt Bow, Speer, so Sachen halt, ne? Ja. Also, ist die für gespannt am Trailer, sie schwätzen ja alle halt irgendeinen Steinzeit, mäßig. Und das wirkt für mich interessant, also wie sie dann Story... Der war von mehr cool. Ja, Also, das ist auch schon besser wie Far Cry 5 und das um das Zeit. Ja, natürlich, ja. Ah, ich fand das auch. Den zweiten, drei, vier, ja, das ist cool. Ja. Du willst nicht, dass es dir Nee, vielleicht langweilig wird. ich fand es auch gut, dass Ich fand es gut, dass das Monat Ja. Also ich freue mich auch schon irgendwo immer dran, ob ein irgendein Far Cry 5 Ja, Nee, wir nehmen nee, den Mann, das Lomo. ist nie langweilig. Ja, genau. Ich fand noch den Blood Dragon auch von der ein bisschen ernst, weil das war just ein kleinen Add-on. Ich meine, das war ein Spiel von ein paar Stunden oder so. Aber auch den, wo ich eigentlich genial fand, dass sie sich auch getraut haben, weißt du, für so mehr Sinn, ein modernen Shooter-Franchise. Und wir machen nur also mega kitschischen 80s Sci-Fi, weißt du, mit Dinosaurier, die Laser aus dem Mund schießen. Das war für mich einfach traurig. Viel mehr müssten sie sich wohl trauen. Da bist du serious Time-Style. Genau. Metal Gear Online. Metal Gear Online ist dann endlich released, aber just für die Konsolen. Das heißt, mehr PC-Freunde müssen natürlich noch warten, aber tatsächlich bis Januar 2016. Kann ich ja so, einerseits ist das ja vielleicht gut, ne, dass sie das dann auch, dass es nicht einfach ein schlechter Port gibt auf dem PC, mehr andererseits bis Januar. An andere News, Konami hat Trademark angeregt für einen Big Boss Pachinko-Automat. Pachinko-Automat. Sie sind ein Automat, sie sind ein Lieblingsentwicklungsteam. Ja, Konami ist muss so wirklich innovativ. Ja, sie verholen. Absolut, Ja. ich fange sie richtig gern zu hören. Ja, wir können auf die Idee, weißt du, Pachinko-Automat. Ja, geil. Auf jeden Fall, bei YouTube-Channel Skin und so, der hat Copyright, der hat gewusst, dass der... Ja, ich wollte gerade so, das ist ja, das ist ein bisschen stolz. Wir gehen von Konami registriert. Das ist aber schon traurig. Mehr Pachinko-Automat. Pachinko, ja. Da kann ich noch kurz erwähnen, du hast dich ein bisschen amüsiert mit dem FOB-Dingens, wo du Microtransactions Ja, dran sind. genau. Wir hatten es ja in der Woche schon gesagt. Ja. Und du hast ja die FOB, wenn du hier angreifen geht oder wenn du angreift, da können sie auch den Leute entfernen und die Ressourcen entfernen. Ah ja. Es ist nervig, von das geschieht. Mir persönlich schon nicht geschieht. Ich kann mir vorstellen, die ganzen Dinge für die Leute mal zu kriegen, als Ja. echt. Du musst so viel... Ja, wir verkehren, wenn es nicht nervig ist, dann ist das ja egal, das ist ja gut, Voilà. du willst ja das Voilà. schicken. Und lo hat Konami decidiert, dass eine FOB Insurance Affäre Ja. gegen Real Life Cash, nicht mehr Real Life Cash, dass du all die Sachen remboursiert kriegst, von hinten, an denen du gegrafen wird, kriegst die Sachen nach Woche alle gut. Und du kriegst alles dran, das ist erst nicht geschickt. Ja. Das ist so cool. Ja, Konami ist Na. der Beste. Ja. Das ist ja egal. Du wirst aber halt auf überhaupt nichts zu machen. Es gibt Ja. die Projekte in Ofen schlieft. Okay, und Leute, die gerne Videospieler machen, und gerne Naughty Dog. Ich meine, Videospieler das Problem war so ein bisschen, Ja, weil ich nachgelesen habe, sie haben wirklich irgendein Problem, sie sind gesplittet eigentlich an ihrer Etage. Weil zum Beispiel war von den Chefen, der ja auch für eine Main in einem Interview gesagt hat, dass für sie sowieso die Hauptplattform wäre Mobile, weil der Rest wäre ja alles für Nash, Mobile als Zukunft. Dann, Ja. Ja, das war ja wieder ein Gerücht aufgetaucht, dass das hier... Nein, ich habe Nein, nicht gemacht. Oder an kurz drauf, hast du aber direkt nach ein offizielles Statement von Konami kommen, sie geben aber, also alle Konsolen wäre wertvoll für sie, alle Plattformen, sie geben aber weiter
Sachen machen. Irgendwo war ein Annonce abgetaucht, dass sie Personal sicher für einen neuen Metal Gear spielen. Ich auch schon so. Das ist Pachinko. Ja. Also ohne den Hideo Kojima, weiß ich nicht, ob ich überhaupt mit Metal Gear wählt, aber das ist ein bisschen Verrat von mir. Minecraft ist mein Kandidat an den News, und zwar wird Minecraft etwas Neues, was geschwind angefordert wird, und das ist etwas für zu flehen. Und das den, wie heißt den? Den Jens Bergensten, von den Hauptdevelopern momentan von Minecraft, hat über Twitter so Screenshots und dann auch ein Video gepostet von einem genialen neuen Feature, hat gesagt, und zwar ist das dann eine Art Cape, die ihn kann undoen und dann dummer da über die Welt flehen. Und die Cape, die kann ich nicht selber herstellen, den muss ich sichern, den ist irgendwo da verstopft an der Welt, den kannst du fangen. Voilà, das ist cool, ne? Okay, cool. Also ich habe Video gesehen und das sieht auch wirklich gut aus. Ja. Das dann an allen Minecraft-Versionen. Ja, Computer, auch Konsole, gut, beim PC denke ich mir dann einfach also im PC Creative und dann Ja, nee, natürlich. Es gibt ja den Modus, wo du einfach kannst machen. Ja, du willst, klar, mit Eiers gebe ich so, ob den Survival-Modus wahrscheinlich ist dann nicht von den Dungeons und so, findest du da vielleicht den Item. Ne? ja. Schon auch gut, dass du nicht kannst craften nur sich, weil das möchte das halt nicht. Dann musst du nicht speziell konstant so ja. Dinge nur halt, ne? Das Ja, du musst dich Ja. mir das gibt dem Ganzen eine neue Dimension so Minecraft Ja. wo ich auch ein bisschen geguckt und das Video schon angefangen also 40 Minecraft Kind sich irgendwann zu einem größten MMO entwickelt weißt du? Also ein Skillsystem und dann werden du kriegst mittlerweile schon Texture-Packs die das Ganze nach komplett ähnlich ausgesehen Also, doch schon der Cape die kennt dann auch cool bist du zum Beispiel auch viele Leute die machen Adventure Maps voilà. für so Sachen musst du dann ein Geschichtspiel oder so wo du den dann noch kannst fangen und dann hast du da so wow für deine die just wollen rein Survival spielen und trotzdem wollen vielleicht flaven oder so gemeint dass das Minecraft selbst das wo immer weiter geschafft wird immer weil das für sich schwingen für mich aus Minecraft kein Spiel für mich aus Minecraft ein Sandbox halt ne? Und dazu fand ich gerade gut, dass das immer etwas Neues ist. Ich auch konstant können wohl neue Materialien, neue Ressourcen, schnappen so immer bei. Ja, das ist ganz interessant. Ich spiele ganz gerne. Ja. Voilà, dann kommen wir noch bei Virtuix Omni. Virtuix Omni, die News, die machen wir direkt zusammen so. Das erkläre ich erst dann auch mal. Das ist... kann ich schon ja, der ist auch Komm, jetzt hat mal Saal. Hey. Virtuix Omni ist gedacht für, weil die Virtual Reality Brille rauskommen. Das ist so eine Apparatur, ob diese Dropclamps, also so ein Pad, wenn du im Boden hast, und du hast dann so ein Harness, hier steht bei Ihnen, den ist rundherum Werbe so. Und das, dass du ein bisschen gehalten bist. Und dann kriegst du extra Schwung, die dabei sind, die du undes, für dass du über die Boden gleiten kannst. Und dann kannst du halt trippeln. Ja. Du trippst auf der Platz, wenn du dann Dinge wie hast, dann hast du das für dich, wie wenn du an der Welt dich bewegst. Ja. Und die ganze Sache wird auch Sensoren. Am Anfang können sie vielleicht gemeint, du brichst seine Kamera, wie du die Kinect zum Beispiel von der Xbox. Dann brauchst du aber nicht, sie hat alles angebaut. Das ist das wirklich... danach zum Beispiel bei Shooteren oder so kriegst du danach einen Controller, den wie ein Waffe sich unhält. Und dann, wenn du dann eine Brille ist, da kannst du da du kannst specken, du kannst sprangen, du kannst sprinten. Und das wird dann alles registriert am Spiel. Und dann hast du mittlerweile, der Grund für das wir dann News bringen, weil es so lös marktfähig ist. Ja, weil ich war schon lang so ein Prototyp war hat Battlefield hat einen Druck gespielt. Ja. Was wir können schon eine Konkurrenzfirma, wo ich den Null oder wie es mit eine russische Firma, die auch so etwas wie das machen. Die sind nach Milan da. Und der Unterschied, den ich mal gesehen habe, den ich reingefallen ist bei ihnen, ist du hängst da echt da dran. Also das heißt, vom Boden aus geht den Harness rup. Der Staffel zu runter immer, es geht vom Boden aus rup. Aber bei den anderen ist es von oben. Ja, also das ist ein Podium. Ja, ich hatte aber vom Boden gesehen. Ja, wie das ist auch Konkurrenz. Wie so ein Babyklon schließt ja. Genau. Ja. Voilà, du kannst es los schon 4 bestellen für $650.
war zwar viel Geld Das aus, ist von wie der so eine Technik, Technik, ja. ne, ich meine, voilà, ne, und dann plus aus da der Vierbestellerpreis für die ersten Modelle, ne, da Ja, bis ja. drauf geht, wenn das bis zum Mal ist, dann, ne. Aber da kann Ja, aber ganz gucken. zum zu Summe, wenn es dann noch nach den VR geweckt Ja, du musst natürlich, ja, den Oculus hast du natürlich. Und nicht Hardware dabei, auch ne. noch. Ja, ich meine, Egal. so, wenn ich gesehen habe, ich weiß nicht, wie weit es besser ist, aber das steht noch an, kann er schon. Ah, ich muss so in diverse Videos, Für die mich ich sieht war das schon komisch ziemlich... Das ist ja noch nicht übertrieben. Ja, das nach, also Ja, ich das kann mir war- gut recht fallen, wenn ich schon mal selbst ein getestet habe. Ja. Das ist wie Demos für die Das, Ewigkeit den Oculus macht für Spar. Ja. Das ist ja... Weil ja, die Leute das alles schlecht gehen, und naja, du... Ja. und so. Ja, tut das noch. ist die Developer-Kits gekriegt, weißt du. Ja. Das ist ja aber lo, wir müssen ja getestet, das ist ja aber mittlerweile. Ich weiß nicht, wie weit das kann gehen, das freue ich mich so wissen, dass man beim Oculus ist ja mega cool. Das Ja. hängt aber auch vom Spiel auf. Ja, klar. Weil dem nur wie spielst du hast, wo du lebst und so, und du sitzt aber da, dass das vielleicht nicht, dass das nicht homogen und nicht funktioniert. Ja. Wie zum Beispiel, wenn du das Oculus hast und du hast ein Raumschiff, dann ist das ja alles kein Thema. Ja. Bleib mal beim Beispiel Battlefield, wenn du das natürlich am Sitzen nach deinem VR spielst, oder du bist wirklich kaum an der Weg, weißt du. Ja. Natürlich, was da nicht steht, vom Feeling, wo du drauf bist. Ja, aber Das das ist ist eine Sache, ich meine, das ja auch- machbar. Ich meine, das auch echt, welches Spiel programmiert ging, es wird gesagt, weißt du, du kannst auch nur ein mega crappy Spiel holen und du hast es just am VR und du sitzt Ja. auch just am Spiel, weißt du, kann trotzdem in 0. Ja, natürlich. Ja, Das da, ich ist- meine, vielleicht auch Ah ja, viele das ist immer Entwickler eine und Mischung aus den zwei. Also Voilà, wie gut und ist auch die und der Technik, selber, aber wie gut voilà. ist die Software für die Technik. Ja, Das das ist ist klar, ne? Also ich bleibe, du bist skeptisch. Ich fand immer, weißt du, ich bleibe skeptisch. Ja, oder so Weil sie gut. probieren so viele Ideen und so und sie probieren direkt alles so gehypt durchzustellen. Ah ja, Also, ich sitze dann immer da und so mal, da warten sie, man lebt ein bisschen noch. Ja. so spätestens war mir auch ein bisschen Hunde, weil es da spielt. Das ist noch immer ein bisschen übertrieben, das ist mir einfach so ein Holoraum. Ja, das Wo mehr rangehen. Oder sie kann erzählen, dass der Fernseher flach war. Ja, Ja, und was, Fernseher flach? Und wir sitzen da, wie wir gespielt. Ja, so ungefähr. Das war eine News von heute, ne? News von dieser Woche. Von dieser Woche, nicht immer. Sexy News von dieser Woche. Voilà, das Spiel von der Woche dann das Woche als Prison Architect. Oh ja, dann von Dingen. Ja, was ich gerne ganz gerne spielen. Schon eben schlagen am Early Access. Yes, genau. Und da ist ja noch rausgekommen und dafür habe ich dann ein kleines Video gemacht, wie ich das Spiel zu präsentieren. Viel Spaß! Prison Architect als ein Opbau- und Managementspiel von Introversion Software. Die Developers hatten schon 2005 Darwinia herausgebracht, ein einzigartiges Strategiespiel. 3 Jahre lang war Prison Architect lo am Early Access, und während der Zeit hat Introversion Software regelmäßig neue Updates gebracht, die immer mehr groß und kleine Features an Spiel gebracht haben. Lo ist Version 1.0 dann auf Steam released und das ist absolut empfehlenswert. Es ist wie schon erwähnt ein Opbau- und Managementspiel. Wer just ein Kehr kurz über Screenshots guckt, kennt sich von der simpler Grafik leicht täuschen lassen, weil Prison Architect also wirklich Dave Management-Spiel, wo unzählige Systeme mit nie laufen. Den Aufbaudeel vom Spiel ist ein großes Sandbox, wo dir absolut freie Hand hat, wie die Gebäude von ihrem Prison baut. All Raum wird ganz frei gestaltet, mit Items und Dekorationen gefüllt, kriegt Funktionen zugedeelt, auch Workers, Wachen, ein Kontabel, ein Psycholog, Cash, Gärtner, Hausmeister. Das sind alles Unitäten, die euch helfen, das Ganze zu gerieren und ihr Prisonnier zu verwalten. Ihr ist also dabei auch freigestellt, wie ihr besorgte Prisonnier behandelt. Aber natürlich bringt alles in Konsequenzen mit sich. Aber wie mit allem, was am Spiel zur Verfügung steht, noch immer nicht genug hat, den dürftet freuen, dass Introversion Software eine ganz open Mod-Politik hat, so dass ihr über Steam Workshop lo schon Zugang hat zu einer Halloween-Mod. Wie zum Beispiel die Imperial Prison Mod, die Star Wars Herz ziemlich schnell stehen lässt. Prison Architect ist bis Dünsten den 13. Oktober nach Europa gesagt, auf für 18,66 € zu kriegen. Dennoch ist der Preis dann 27,99 €. Wenn ihr mehr vom Spiel wollt gesehen, dann schreibt eure Kommentare ran, und wir bringen euch mit Fred mehr große Video dazu. Ja, Prison Architect. Ja, cool, nice. Ja, Auch cool. mit den Mods
Ich Star Wars Mod, ne? Die ist am Video gewesen. Ah ja! Schade, ja, schade, du bist ein bisschen bereit. Ja, schön, dass du kurz am Video gewesen, ne? Du kannst halt Texturen-Mods drüber machen und mein Lieblings ist natürlich die Imperial Prison Mod. Ja. Wo du dann halt Stormtroopers anstatt von der Wache rundherum trippeln willst. Du warst noch Vorgate Imperium. Ja. Rebellen nur keine Prison, weil Rebellen kein Prisoner erwarten. Für Pussys. Die gut. Weil sie kein Prisoner kriegen. Ja, also ja. kein... Wen hat am Schluss gewonnen? Das sieht man nach. Ja, das ist ja, das Imperium ist Episode Lost, New Order. Das Imperium gewinnt. Das Imperium Light, also noch ja, voilà. Nee, Footbreak, also war voll cool, aber das ist aber nicht für jedermann. Ich meine, so ein Action-Fan aus... Management-Spiel. Ja, voilà, das Management-Spiel, ein bisschen Simulationsspiel. Ich meine, das ist nicht selbst in dem gern Action an High and Do an Nonstop brauchen, muss ich nicht überlegen. Ja, du kannst ganz viel Scheiß bauen. Ja, das ist nach egal am Anfang, weil das fand ich genauso cool im Spiel. Du weißt, wenn du nicht scheiße hast, dann fängst du an. Oder du verkaufst deine Prison sogar nur einfach und dann mit dem bisschen Geld, was du kriegst, wenn du eine Scheißprison hast, hast du schon mehr Geld für deine neuen und so weiter. Ja, cool. Und was mir mega gut im Spiel gefällt, dass die Randomness von der Leute, das ist ja nicht wirklich Menschen mit sind so am Anfang. Die einen so ein Dreieck als Figur, die anderen umgedrehten Dreieck, das sind nach Raster, das sind Quadrate. Ja, das ist grafisch ganz simpel. Wenn du so hast, am Video auch so, du in der Schatz liegst, das Spiel, weil es so simpel ausgesehen und das aber, also all die Mechanics, die du drinnen laufen, das ist schon enorm. Du musst so Cash holen, du musst Strom holen, du musst Wasser das ist komplex. Das ist nicht einfach so wie Sims. Es ist so ein Scarf-Map. Ja, das für ein, voilà, das für SimCity oder so, voilà, das, du hast all die Leute, die halt das machen. Weil auch cool, dass du, wenn du gewisse Package-Kauf hast, am Early Access, kannst du deine Nummer ins Spiel bringen. Das heißt, irgendwo ist dann ein Prisonär, deine Nummer, und den du ja ausgesagt, wie du siehst. Neu hast du auch den Escape-Mode. Du sagst, Release als ein Escape-Mode am Spiel, wo du Prisonär kannst spielen und du musst aus dem Prison flüchten. Du kannst halt machen, du kannst aber auch über den Workshop hier für Steam und so weiter, kannst auch eine andere Seite Prison, also die Leute, die dann extra Prison machen, um Ziel den so ausbruchsicher zu machen und das eine andere, die dann Höhlen und probieren rauszukommen. Das ist doch cool. Das war das Spiel von der Woche. Und da kommen wir lo zu YouTube-Channel. YouTube-Channels. YouTube-Channel von der Woche. Das sind das Woche haben wir präpariert YouTube-Channel aus Lützburg, weil ja, wir heute zu Lützburg, wenn man also Lützburg an, es ging da effektiv ganz viel mehr recherchiert und mir da schon gefunden. Du willst das halt auch just Part 1, weil das sind effektiv, wie gesagt, viel. Ja. Und ja, wir wollen natürlich die aktiv sind an sich regelmäßig viel mehr machen für Videos auf YouTube zu stellen, nicht vergessen. Ja, kommen wir mal den nächsten, die wir gefunden haben. Den ersten ein Treien Cookert, den da so nennt von uns, ja. Der Netplay möchte viel Video über Minecraft und bringt wirklich auch umlaufende Band, bringt uns raus. Bam, 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 ist das, ich meine, so 2-3 am Tag von der Luft. Auch ganz so plötzlich, wo ich ganz interessant. Ja, nicht auch so Follows, also nicht auch so die eine Episode gesessen, da war dann der letzte Episode gesagt wird. Ja, voilà. Das fand ich wirklich cool. Und wir möchten hierbei auch noch Promotion bisschen für Bands, nicht immer Musik am Hintergrund laufen. Ja, Bands von da so siehst. Ja, fand ich eine coole Sache. Ja. Nice play. Ja, und dann noch ein anderer guter Kollege. Der Meister 10. Den möchte gerne Killer Instinct wieder. War mein Turnier. Ja, das ist gezählt, ja. Ich schreibe schon, wenn du mehr Details kommen lässt, von das feiert zu Amsterdam ging. Ich habe mal ein bisschen umgeguckt, Bachelor und ich muss so spielt wirklich gut. Ja, der fuckt nicht wow. All about business. Ja, all about business. 2 Minuten, aber das ist kein Lustspiel. Was du nicht kannst. Der spielt viel Turniere Mann und seine Videos sind effektiv dabei zu gucken. Ja, das ist impressionant. Kannst du bei hier lernen. Ja. Dann hätte ich noch
den gut Kollege von mir persönlich ist Jesse James, den viel Umfang immer mit Call of Duty, viel Call of Duty spielt los, nach immer aktiv. Viel auf Twitch, kann ich viel bei Twitch noch gucken, da spielt der Counter-Strike. Wenn man so den nicht wie Counter-Strike spielen, das ist wahnsinnig froh auch für Black Ops 3. Er hat da regelmäßig Videos drauf und die sind da wert zu gucken. Er spielt wirklich auch nicht schlecht. Und hier schwarze Größte ist eigentlich low. Apollo zum Netzplay zum Beispiel. Aber, das war noch viel eigentlich Videos hört, dann wenn es da mischt. Aber das da wert zu gucken. Also letztes Mal. Ja, also zählt dabei. Dann haben wir nach als bisschen mir größte Kanal den Rat der 4 Feierspieler offensichtlich und sie machen extrem viel Let's Plays Ja, okay. und ich meine, ihre letzte Video, die sie rausgebracht haben, das war ein Video über Rainbow Six Siege, wo es auch, das war witzig, weil sie spielen einfach drauf los, dass man nicht unbedingt, dass sie so viel für das Spiel zählen, aber das ist cool, ihn ja, voilà, das ist cool, ihn nur zu gucken und das ist wirklich einfach witzig und möchte mal Spaß dafür fahren, auch kann man hin. Ich schon gerne, voilà, das finde ich bei Ihnen auch cool, von dass man denkt, okay, dass den andauernd plappert, also nicht über das Spiel, ja, aber nicht über das Spiel, weißt du, nicht an das ist einfach so, du guckst ihn nur spielen, ich gucke noch gerne meinen Kollegen noch spielen und so gucke ich auch gerne hier einen Channel, also, weißt du, also auf jetzt und an Channels von Job schon. Ja, Let's Play halt. Ja, voilà. An uns zu merken, dass auch alles so Plätze macht. Ja, fand ich cool. Rat der 4. Ja, genau. Und danach, andere, wo wir auch schon da waren. Oh, nicht zu vergessen. Ja. Videogames Hallo. Videogames. Ja, viel aktiv, die man noch alle Monate treffen. Am Kaffee, an Schwusteneicher Personen, das fand ich mega. Ja, absolut. Also mir cool von das Kai, also 24. Oktober, der nicht vergisst, er fand den Link auch auf unserer Seite, von der das schon sowieso selber schon kennt. Also das ist the place to be. Weil das ist immer das ja beste speziell, ne? Für Juris, von der 4. Geburtstag. Ja, von Videogames Hallo. Und sind da wirklich anständig, bin ich halt absolut so wert. Das kann man leider nicht dabei sein. Ja. Da ist mega Realität. Ja. Den nächsten Monat sind wir 100% schrimm dabei. Und sie haben noch annonciert, dass sie lo haut. Werden noch Sachen so, die das ein bisschen speziell sind. Also gibt es auch für Videogames Hallo auf Facebook-Seite oder so Info, wo das sie fand. Und da fand er bestimmte Details darüber, was das speziell ist. Und das werden wir nächste Woche auch so aus der Mortal Kombat Tournee vom Meister sehen. An Kollegen von ihm allein organisiert, also bald Fall Flyer von der High. Und du geht der Preis 50 € zu gewonnen, das heißt, von der Mortal Kombat spielt, was ich cool fand, unbedingt drauf gucken. Yes. Mais, das geht über YouTube-Channels und Videogames Hallo. Man hat schon lang, und sie meint absolut cool und also unbedingt da wäre ran zu gucken. Ja, absolut. Wir haben da so viel von, wie gesagt, dass wir nicht können eine Ewigkeit darüber quatschen. Ja. Der fand all gut links, der hat sich schon angeblendet gekriegt während der Sendung. Hat er das gerade abends gemacht und den Sendung schneidet. Aber auch an der Beschreibung vom Video fand er natürlich all gut Links zu denen verschiedenen YouTube-Channels an. Die nächste Woche oder irgendwann an den nächsten Wochen könnt ihr Part 2. Ja. Genau. Werden dann noch genug dabei sein. Dafür? Ja, absolut, weil die löscht heute, was schon für mich größt. Ja. Keine Zeit. Es ist was zu lang. Ja, voilà, das war das schon für heute mit den YouTube-Channels von der Woche, oder? Ja. Du vergisst, pardon, schnell Brötchen. Nee. Vergessen darf man aber nicht. We Live Games. Yes. Ihre Kanal will ich unbedingt unternehmen, weil sie sind auch ein bisschen mehr größer. Sie machen viel heute wie Smash-Tournee, was viele doch kennen. An den 5. und 6. Dezember. Also League of Legends. Zusammen mit Saturn organisieren sie League of Legends Tournee. Ja? Absolut. Voilà. Also sie machen viel der Sachen, noch viel Videos darüber. Sie haben noch ein paar Let's Playen, aber sie fokussieren sich hauptsächlich auf die Tournee-Sachen. Dafür fand ich. Das man sie nicht vergessen. Nee, absolut nicht. Weil das kann in Heimland noch mehr gebracht. Ja, absolut. Also League of Legends, ich meine, da werden viele Leute hinein. Oh ja. Das ist eine ganze Kultur. Das ist immer einer von den meist gespielten Spielern. Und plus ist der Tournee am Casino. Ja, ja. Das wird cool. Ja, am Casino, wie ist schon mal Casino 2000, ja, genau. Ja, cool. Da hat schon eine Stimmung überhaupt auch schon cool. Ja.
Und sind ich gespannt. Ja. Und du kannst sogar direkt an Thermen. Genau. Was? Du kannst sogar an Thermen gehen. Ja. An Pleite, kannst du auch gehen. Also das ist auf jeden Fall ein mega cooles Event, auf das ich mich mega freue. 5. Dezember, 6. Dezember. Gehen wir Zeit ein bisschen irgendwie, dass der Film rauskommt. Ja. Ja, dafür sie nicht vergessen. Auf jeden Fall. Ich meine, dann können wir lo. Da können wir so die nächste Schiedfried, wenn man vergisst, wenn man nicht vergisst und schreibt, dass das traurig ist, wir sind direkt offen für Schiedfried zu erwähnen, den aktiv ist. Natürlich müssen auch viel Fund, die gönnen mir aktiv sind. Und du sind wir natürlich, vielleicht schon so hochgehalten, dann ist es doch ein bisschen mehr. War nicht schmelle, ne? Voilà, Meldesch und mehr. Ja. Meldesch. Voilà, da kommen wir zum Schluss, oder? Zum Gewinnspiel. Ne? Gewinnspiel. Ha? Gewinnspiel. Haut. Voilà, wir machen ein Gewinnspiel an froh Haut geht für dich mal. Geht es so in an der das natürlich schneiden, hat gesagt schon ein bisschen die war schon beim Transport von Köln. Ja, von Köln. Mais der kriegt den neuen. Die Nummer auch schon leicht just nicht high an der Gegend. Ja. Das ist ein Lucht von Star Wars. Okay. Ein geil Loot für Star Wars. Du kannst dich doch einfach rausfüllen, ne? Der ist. Ja, sicher. Hi, Rams geht es. Das ist ja natürlich von einem Checkpot dabei. Aus dem T-Shirt von Games of Glory. Noch immer. Hi. Den muss ich an die Kamera hinkeln. Voilà. Dann ist schon komplett verklebt. dich mal ein bisschen mehr. Voilà. Das ist der Oder wert. Das ist kein Profil. Ja, not included. Okay, und froh von Haut. Als ein Song froh. Okay. Und weil die sind so herrlich einfach zu googlen, dass man so, wenn man einen Sound hört. Ja. Das war natürlich schon nicht ich gemeint. Sound froh ziemlich schwer, weil das ist sogar da. Weil sie sind so Shazam. Wenn man einen vorstellt, wenn ihr aus PlayStation 1 rauskommt, ich denke auch für 2 Sekunden gegoogelt, dann ist es fertig. Und es soll ja eigentlich Leute gewonnen, die sich auch für Spieler interessieren. Ne? Ja, die vielleicht per Zufall wissen. Ne? Und voilà, Sound froh ist, wo könnt ihr heute Sound? Danke. Voilà. Schickt euch dann von Infect Plays Games, die gucken gerade, weil sie gut wissen, was ich gerade meine. Ich hoffe, der WSAT möchte schon die ganze Zeit gelöscht. Voilà. Und schickt euch dann von auf infectplaysgames@gmail.com und da kommt nochmal eine Verlösung dabei. Die Verlösung aus Dünnsche Sovis, das Spiel geht auch bis Dünnsche Sovis halb nicht, das hier steht, da fehlt schon Zeit für Ströms. Sie können oder vielleicht für Kollegen thronen, was weiß ich, ja, das kann ich den Sound, weil ich immer sicher, kann die mich kennen. Und voilà, infectplaysgames@gmail.com. Okay. Voilà. Nimm mir das. Hashtag nimm mir go. Dann sind wir dann noch am Schluss da noch kommen, ne? Ja. Da sind wir bald zum Schluss angekommen von der Sendung. Etwas Kleines könnte da vielleicht noch zu sagen. Ja, dann. Hey, stopp, PJ! mehr Hund nach 4 Day, ich kaufe nämlich gefroren, wen hast dann das Mädchen war bei Geekers, war bei Beitrag, da so viel über Games geschwärzt. Genau. Und das ist Mareike Wilms. und das ist Konzeptartist für Video Game Industry. Okay, das ist 4 verschiedene Spieler, mich hat Design und mir die Menschen interessant von hat kennenzulernen. Hun auch übrigens Geekers durch hat und das war dann alles von die verstrickt. Auf jeden Fall könnt hat demnächst nächste Woche oder nächste Woche mal gucken genau machen wir Team aus bei der Sendung und Schweiz ein bisschen darüber was hat alles so mischt und wir spielen bestimmt so komisch hat spielt als Lieblingsspiel also das ist schon mehr cool Haut spielte doch Star Wars absolut absolut sympathisch wieder her da könnt nur den nächsten Sendung von schnell los voilà Fand ich gut. Ja. Dann ist das Schüssen. Zum kommen 13 falsch. Nächst zu. Dann so wie immer Filmmods merci, mehr so all Filmmods merci, dass er nächstes geguckt hat.
dass er so viel fleißig kommentiert und Sachen rausschreibt. Und ja, dann hoffen wir, dass er nächste Woche auch nächste dabei sieht. Wir sind mal. Und dann gibt es Hi. Hi. Dann sonnig sieht nächste Woche nächstes Mal dabei, wann wir dem Hecht Dreck Start. Ciao. Tschüss. Thank you.